Die Avengers 2 Age of Ultron. Wie oft hast du gesehen? 4-mal. So ein Nerd. Avengers 2 Age of Ultron ist einer der meisten Filme von dem Jahr und ist nach Fast and the Furious 7 bestimmt der grösste Blockbuster, der in dem Jahr bis jetzt rausgekommen ist. Worum es geht: Die Avengers sind nach dem ersten Teil wieder zusammen, sie kämpfen miteinander, sie haben sich als Team ein bisschen eingespielt, das merkt man sofort. Der Tony Stark kreiert einen Roboter, der eigentlich dafür gedacht ist, dass er die Menschheit beschützt und bewacht. Allerdings läuft irgendetwas schief und der Roboter tut sich gegen die Avengers setzen und versucht natürlich die Welt zu zerstören. Die Avengers sind dann da, um das zu verhindern. Bevor ich jetzt einfach anfange, so, das ist alles gut geil in dem Film. Der Film ist wirklich, wirklich cool. Ja. Die Story an sich ist nicht die beste. Es ist jemand Böses und der Böses will die Welt kaputt machen. That's it. Das ist aber auch ein bisschen egal, sage ich jetzt einmal, weil bei den Avengers-Filmen geht es nicht wirklich darum, eine spannende und gute Geschichte zu erzählen. Es ist schön, wenn man es hat. Und sie ist ja auch nicht schlecht. Sie ist einfach schon mal da gewesen. Aber die Hauptantriebskraft von diesen Filmen ist eigentlich, dass die Figuren untereinander gut funktionieren. Und die Charaktere, der Robert Downey Jr. als Tony Stark, der Chris Hemsworth als Thor, der Chris Evans als Captain America, der Jeremy Renner als Hawkeye, der Scarlett Johansson als Black Widow, der Mark Ruffalo als Bruce Banner, der ganz noch viele andere. Dass die untereinander gut funktionieren, das ist das Wichtigste und das hat der Joss Whedon, der Regisseur, bei diesem Film einmal mehr bewiesen, dass er das einfach kann. Sie haben Spass miteinander. Die Chemie zwischen diesen Figuren, zwischen all denen, es sind mittlerweile etwa ein Dutzend Figuren, die miteinander irgendwie interagieren müssen. Und dass man das ausbalanciert, das ist wahnsinnig schwierig und auch da wieder einmal mehr gelungen. Alle Trailers, die bis jetzt rausgekommen sind, haben dem Film eigentlich relativ einen düsteren Ton vermittelt. Ich bin überrascht, dass der Film einigermaßen düstere Aspekte hat, aber trotzdem sehr lustig ist und auch wirklich Spass macht zum Schauen. Er ist gar nicht so düster, vor allem der Bösewicht, der Ultron, ist einiges lustiger, als ich gedacht habe. Der ist selber sehr ein sympathischer Charakter, obwohl er der Bösewicht ist. Ich habe mich mit dem Charakter eigentlich ein bisschen anfreunden, sozusagen. Er ist wirklich lustig, aber er hat definitiv auch eine ganz böse Seite. Sonst wäre er ja nicht der Bösewicht. Und ich muss auch sagen, mir hat der Ultron besser gefallen als der Loki. Weil der Loki ist einfach so ein hässiger Typ gewesen, der gesagt hat, nee, mir gehört der Thron, nee. Und der Ultron hat seine Finger dreckig gemacht, er hat selber etwas gemacht. Weil der Ultron ist nicht einfach ein Böse, sondern er hat einen Plan. Und der Plan ist einfach nicht kompatibel mit den Avengers und mit der Menschheit. Ja. Ich finde es zwar eigentlich fast ein bisschen unfair, wenn man den ersten Avengers mit dem zweiten vergleicht. Ist es so? Der erste hat so den Bonus gehabt, dass man zum ersten Mal die World's Mightiest Heroes zum ersten Mal alle miteinander sieht. Der zweite hat die Magie eigentlich nicht mehr und darum muss er durch anders überzeugen und er überzeugt durch guten Humor, wo nicht einfach so hihi, sondern wirklich guten Humor, wo auf sich selber auch anspielt. Es passiert etwas und irgendwann eine halbe Stunde später wird er mal wieder darauf angespielt und wenn du aufgepasst hast, dann kommst du das mit über. Und andererseits ist natürlich auch die Action wieder da und es hat mehr Action als im ersten Teil, ja, es ist vielleicht ein bisschen besser aufteilt als noch im ersten. Wenn man gerade von der Action redet, Action ist wirklich etwas vom Geilsten und Besten in dem Film. Es ist heutzutage ein bisschen schwierig, die Action in den Filmen wird immer bombastischer, natürlich auch mit den Special Effects. Und es ist schwierig heutzutage irgendwie etwas Neues und innovativ zu machen, aber der Film hat es definitiv geschafft, einerseits durch die Kombination von den Charakteren, eben von den Superhelden, wie sie fungieren untereinander extrem gut. Der Captain America schießt sein Schild zum Tor und der haut dann mit dem Hammer weiter. Das funktioniert gut und es sieht wirklich geil aus. Die Action ist wirklich top. Im Mittelteil wird der Film dann ein bisschen langsamer, es gibt so ein bisschen Charakterentwicklungen und so. Und dort vergisst man einmal fast ein bisschen, dass man einen Superheldenfilm schaut und dass das nicht langweilig wird. Das ist eine rechte Kunst, weil auch dort funktionieren die Figuren immer noch gut miteinander. Es ist interessant, was die machen und man will mehr wissen über die Leute und das passiert dort und das habe ich echt gut gefunden. Es hat zu meinem Erstaunen das Tempo nicht verlangsamt. Es ist immer noch gleich zackig vorangegangen. Es ist nicht langweilig geworden. Voll, und vor allem hat es auch in diesen langsameren Szenen hat es immer viel Witz drinnen. Also, es wird wirklich nie langweilig. Der Humor ist immer da und man kann immer ein bisschen lachen. Das ist wirklich gut. Mir hat zwar der Film super gut gefallen, aber es hat ein paar Sachen gehabt, die mich gestört haben. Und zwar, es kommen so viele Figuren vor und so viele Storystränge. Es ist fast ein bisschen überwältigend, vor allem wenn man dann das erste Mal schaut. Es ist hure überladen, es hat so viel Zeug, es wird so viele Sachen angefangen, dort beendet und dann neues Zeug aufgesetzt für die nächsten Filme von Marvel. Und das ist beim ersten Mal wirklich fast ein bisschen überwältigend. Wenn man dann aber das zweite, dritte oder vierte Mal gesehen hat, dann ist es nicht mehr so schlimm.
Der Film bietet ganz viele kleine Hinweise und Easter Eggs an die vorherigen Filme, wie zum Beispiel Avengers 1 natürlich oder auch Captain America Winter Soldier. Es ist allerdings so, dass für Leute, die die Filme vorher nicht gesehen haben, der Film relativ verwirrend kann sein. Weil es kommen relativ viele Personen vor von den vorherigen Filmen, auch relativ viele Anmerkungen und eben solche Andeutungen. Und wenn man die Filme vorne gesehen hat, dann kann es sehr gut sein, dass man von all diesen vielen Figuren, die drin vorkommen, dass man dann wirklich verwirrt ist und gar nicht so recht weiss, was hat jetzt der eigentlich mit dem Zeug zu tun, weil der ist vorher im Film nie vorgekommen und jetzt ist er plötzlich da. Darum denke ich, es ist gut, wenn man ein bisschen Vorkenntnis hat, damit man den Film wirklich zu 100% geniessen kann und auch verstehen kann. Jetzt die grosse Frage ist natürlich, kann der Film die grossen Erwartungen erfüllen, die ihm gestellt worden sind? Wir meinen, absolut. Ja. Weil der Film ist actiongeladen, er ist lustig, die Charaktere sind super miteinander. Die Story ist jetzt nicht so die beste und er ist beim ersten Mal schauen ein bisschen überladen, aber das ist auch eigentlich nicht so schlimm, weil der ganze Rest, das was drauf ankommt beim Film, das ist gut und das ist das, was zählt und darum finden wir, gehen unbedingt schauen und schauen dann unbedingt im Kino. Das ist ein Film, der sehr profitiert von der grossen Leinwand. Wie immer ganz grosses Dankeschön an euch, dass ihr das Video angeschaut habt. Falls es euch gefallen hat, dann gebt uns doch bitte ein Like. Wenn ihr den Film schon gesehen habt, wir bringen bald ein zweites Video zu dem Film raus, wo wir ganz detailliert auch über Spoilers reden. Also das heisst, wir reden über den Film, über einzelne Szenen, was uns besonders gut gefallen hat, was wir gedacht haben, hätten wir vielleicht besser machen können oder was ist ganz gut gemacht gewesen. Wenn ihr das Video noch möchtet sehen, dann es kommt bald. Wir freuen uns. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr es doch abonnieren. Wenn es euch nicht so gefallen hat, dann könnt ihr es doch gleich abonnieren und wir sehen euch beim nächsten Mal. Die Leute zusammen miteinander spielen, ich sage, ich durch den Film wiederholen. Ja, das stimmt. What the hell? Was auch sehr gut gefallen hat, ist, dass, ohne zu viel zu verraten, ohne dass wir jetzt zu viel verraten, es gibt das Ganze. Damn! Was sehr gut in Entscheidung. Nein, ich sage nichts mehr. Ja, gut.